Well, good morning. It is a joy to be with you. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, bei euch zu sein. And thank you so much to Miriam, who is some kind of genius. Und danke vielmals, Miriam, dass du mich übersetzt. Yeah. Because she's not only translating English, Also, sie übersetzt nicht nur vom Englisch ins Schweizerdeutsch. she's translating an Irish person. Und sie muss auch noch eine irische Person übersetzen. I am married to an Englishman, and he often doesn't understand me. Ich bin mit einem Engländer geheiratet und er versteht mich manchmal nicht einmal. So, Miriam, good luck and Godspeed. Ja, also, jawohl, Gott wird mir helfen. Gern geschehen. Today, we are going to be diving into a passage of scripture from the Old Testament. We're going to be looking at Ezekiel 47. Heute tauchen wir in eine Schriftstelle ein im Alten Testament, und zwar in Hesekiel 37. So if you have your Bible, then head there and Miriam will read it for us. Also, wenn ihr eure Bibel dabei habt, nehmt doch die vor und ich werde euch die Verse vorlesen. Dann führte mich der Mann noch einmal zum Eingang des Tempelgebäudes, der nach Osten lag. Dort entdeckte ich, dass Wasser unter der Schwelle hervorquoll. Erst floss es ein Stück an der Vorderseite des Tempels entlang, dann südlich am Altar vorbei und weiter nach Osten. Der Mann verließ mit mir den Tempelbezirk durch das Nordtor des äußeren Vorhofs und wir gingen an der Außenmauer entlang bis zum Osttor. Ich sah, wie das Wasser an der Südseite des Torgebäudes hervorströmte. Wir folgten dem Wasserlauf in östlicher Richtung. Nachdem der Mann mit seiner Messlatte 500 Meter ausgemessen hatte, ließ er mich an dieser Stelle durch das Wasser gehen. Es war bloß knöcheltief. Wieder maß er 500 Meter aus und jetzt reichte es mir schon bis an die Knie. Nach weiteren 500 Metern stand ich bis zur Hüfte im Wasser. Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter und nun war das Wasser zu einem tiefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte. Man konnte nur noch hindurchschwimmen. Der Mann fragte mich: Hast du das gesehen, du Mensch? Dann brachte er mich wieder ans Ufer zurück. Ich sah, dass auf beiden Seiten des Flusses sehr viele Bäume standen. Der Mann sagte zu mir: Dieser Fluss fließt weiter nach Osten in das Gebiet oberhalb der Jordanebene. Dann durchquert er die Ebene und mündet schließlich ins Tote Meer. Dort verwandelt er das Salzwasser in gesundes Süßwasser. Überall, wohin der Fluss kommt, da schenkt er Leben. Ja, durch ihn wird das Wasser des Toten Meeres gesund, sodass es darin von Tieren wimmelt. Am Ufer des Meeres leben dann Fischer, von En-Gedi bis En-Eglaim breiten sie ihre Netze zum Trocknen aus. Fische aller Art wird es dort wieder geben, so zahlreich wie im Mittelmeer. Nur in den Sümpfen und Teichen rund um das Tote Meer wird kein Süßwasser sein. Aus ihnen soll man auch in Zukunft Salz gewinnen können. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihre Blätter verwelken nie und sie tragen immerfort reiche Frucht. Denn der Fluss, der ihren Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum. Monat für Monat bringen sie neue, wohlschmeckende Früchte hervor und ihre Blätter dienen den Menschen als Heilmittel. Amen. Thank you, Miriam. So today we are looking at the prophet Ezekiel's vision of a river. Also heute Morgen schauen wir am Hesekiel seine Vision an von dem Fluss. But this is a very strange river. Aber da ist etwas ganz Unübliches an dem Fluss. And the strangeness begins with its depth. Und das Komische fängt schon mal mit seiner Tiefe an. It doesn't take a genius, a scholar, or a hydraulic expert to know that there's something very strange about the depth of this river. Du musst nicht ein Genie oder eine studierte Person oder Hydraulikexperte sein, um zu wissen, dass irgendetwas an dem Fluss komisch ist. Ezekiel sees the water start to come out of the temple, and it's just this tiny little trickle. But as it goes further, it gets deeper. Der Hesekiel geht zum Anfang, dort, wo der Fluss anfängt, und dort ist nur ein kleines Rinnsal, aber mit der Zeit wird es dann zu einem grossen Fluss. The water becomes ankle deep, and then knee deep, and then waist deep. Dort ist das Wasser knöcheltief, dann knietief, am Schluss hüfthoch.
And eventually it grows to become a river so deep and so wide that it cannot be crossed and was deep enough to swim in. Und am Schluss wird es zu einem Fluss, der so hoch ist, so tief ist, dass man nicht einfach durchlaufen kann, man kann nur noch durchschwimmen. The further the river goes, the deeper it gets. Und wie weiter der Fluss geht, desto tiefer wird er. And the invitation to Ezekiel is to get in, to follow the flow of the river, to get in and go deeper. Und der Ezekiel wird eingeladen, in den Fluss hineingehen und mit dem Strom mitzugehen. Und je weiter der Fluss geht, desto tiefer wird er. And I just wonder if, for some of us here today, God is wanting to lead us deeper with Him than we've been before. Und ich frage mich, ob Gott heute uns ruft, tiefer mit ihm zu werden als je zuvor. The great preacher Spurgeon, when he was looking at this passage, he said he thinks most people, most Christians, never make it as far as the swimming stage. Der grosse Prediger Spurgeon, der hat gesagt, wenn er diese Schriftstelle anschaut, dann hat er das Gefühl, die meisten von uns, die machen es nicht einmal bis in die Schwimmphase. They're content to kind of hang back where it's just this trickle and they just go ankle deep in their faith. Die meisten sind zufrieden, einfach so dort beim Rinnsal und vielleicht so knöcheltief weit reinzugehen und das langt dann auch schon. But the invitation to Ezekiel is get in, go deeper. Aber die Einladung an Hesekiel ist, gang rein und gang ins Tiefe. Perhaps God is calling you deeper with him today. Und vielleicht möchte es Gott von uns heute, dass wir tiefer reingehen. Maybe if you're really honest, you've been holding back a little bit in your faith, sort of staying on the sidelines. Und wenn du ganz ehrlich bist mit dir selber, bist du vielleicht immer so ein bisschen am Rand geblieben. And I wonder if there's anything holding you back today. Und frag dich doch mal, haltet dich etwas zurück? If you imagine getting into water, if you've got loads of baggage, you can't swim very easily. Und stell dir vor, wenn du ganz viel Gepäck zum Beispiel auf dem Rücken hast und du gehst ins tiefe Wasser, ist es sehr schwierig so dann irgendwie zum Schwimmen. Is there anything you might need to release and let go of in order to go deeper with God? Gibt es vielleicht etwas, das du solltest ablegen und zurücklassen, bevor du wirklich ins Tiefe rein kannst? See, God is worth so much more than anything it costs us to follow him. Weißt du, Gott ist so viel mehr wert als alles, was wir für ihn zurücklassen könnten. So the river is strange because of the depth, and secondly, it is strange because of the direction. Also das Komische am Fluss ist mal seine Tiefe, aber das andere Unübliche ist die Richtung, wo er hinfliesst. And it's important as we finish an event like this Follow Jesus gathering that we've been at this weekend. Und es ist wichtig, dass wenn wir so ein Treffen wie von dem Wochenende Follow Jesus, wenn wir das beendet, That we remember that we come here to receive and soak, but then we are called to go. ist wichtig, dass wir uns erinnern, dass das, was wir gehört haben, dass das uns einfach daran erinnert, wir sind berufen zum Rausgehen. To bring the water of life to a parched and thirsty world. Um das lebendige Wasser in eine Welt zu bringen, die Durst hat. And Ezekiel's river is moving. Und am Hesekiel im Fluss, der hat sich bewegt. So where does it go? The river flows east from the temple. Also, wo geht der Fluss an? Und zwar ist er vom Osten vom Tempel losgeflossen. To the temple, the church, the holy place, towards the Dead Sea. Also vom Tempel, von dem heiligen Ort, Richtung Totes Meer. Now, a quick geography moment for us. Also, wenn wir mal schnell uns das Tote Meer anschauen. Lovely. The Dead Sea is a completely unique feature on planet Earth. Also, das Tote Meer, das ist etwas Einzigartiges auf unserem Planet Erde. It is the lowest spot below sea level at about 1,400 foot below sea level. Also das ist der tiefste Ort unter dem Meeresspiegel, etwa 430 Meter unter dem Meeresspiegel. So any water that flows into it has no way to climb back up out of it. So it is dead. Also jegliches Wasser, das ins Tote Meer geht, hat keine Chance mehr, dort irgendwie rauszuklettern und ist tot. It's so filled with salt and minerals, 35% filled with salt. So nothing lives in it, no fish, no plants, it's dead. Das Tote Meer, das hat ganz viele Mineralien drin, ganz viel Salz, 35% Salzgehalt und darum ist dort innen alles tot. Es hat nichts, was lebt dort drin, kein Fisch, kein Meerestier, nichts.
Now, we all know what happens when fresh water meets salty water. Und wir wissen, was passiert, wenn Süßwasser in Salzwasser hineinfließt. No matter how fresh the fresh water is, the salty water will contaminate the fresh water, right? Egal wie frisch das Süßwasser ist, Salzwasser tut immer Süßwasser verunreinigen. There was a TV show on a number of years ago with a guy called Bear Grylls. Do you guys know him here? Es hat so eine Fernsehshow gegeben vor ein paar Jahren mit dem Bear Grylls, heisst der Mann. A warm nod of approval about Bear Grylls. Ja, ich habe schon gehört, And- die einen kennen den. So he had this show called Treasure Island where he stranded people on a deserted island and they had to see if they had the survival skills to stay alive. Also, und der hat so eine Fernsehshow gehabt, Treasure Island oder so Schatzinsel, die geheißen. Da sind Leute auf eine verlassene Insel abgeladen worden und die haben dort müssen überleben. And there was an episode of this show that is hard to erase from my brain. Und dort hat es so einen Ausschnitt gegeben von der Sendung und den habe ich nicht vergessen. These people on the desert island have their fresh water source, their river of water. Also die Menschen, die ausgesetzt worden sind, die haben irgendwann so eine Frischwasserquelle gehabt. But during the night, a storm picks up Aber dann in der Nacht ist ein Sturm gekommen and a kind of freak high tide happens so that some of the seawater comes up high enough to pollute their fresh water source. und durch den Sturm ist die Wasserhöhe vom Meer ist gestiegen und das Meer hat das Süßwasser verunreinigt. So they wake up one morning and they taste their water and realize it's salty. Und dann sind sie eines Morgens aufgestanden und haben wieder von dem Wasser genommen, getrunken und gemerkt, da hat es ein bisschen Salz drin. And so most of the team go off across the island to find a fresh water source. Und eigentlich die meisten haben dann gefunden, hey, gehen an einen anderen Ort von der Insel, suchen neue Süßwasserquellen. Meanwhile, one lady Aber eine Frau, tastes the water and says, I can't really taste the salt. die hat von dem verunreinigten Wasser genommen und gefunden, ja, ich She finde, es said, schmeckt I- nicht zu fest nach Salz. I think it's probably fine and I'm really thirsty. Und er gefunden, ja, das ist schon okay, ich habe richtig Durst, ich nehme. So she drinks the contaminated water. Also hat sie von dem verunreinigten Wasser genommen. Now, you might be able to imagine what happens next to this poor lady. Ihr könnt euch vorstellen, was die arme Frau nachher hat müssen durchmachen musste. Because this salty water has to evacuate her body Ja, also, from the top and the bottom. ja, das Salzwasser ist rausgeströmt, kann man sagen, von allen She just, Seiten. yeah. Yeah, they get it, they get it. Ich glaube, ihr kommt raus. So she is just violently ill, and I'm watching this poor woman while I'm sitting with my cup of tea on a Friday night. Also, ihr ist wirklich schlecht gegangen. Ich bin hier auf dem Sofa gesessen mit meiner Tasse Tee und habe da zugeschaut. And I'm thinking, this is horrendous. Why am I watching this? Und ich dachte, das ist eigentlich mega schlimm. Warum schaue ich überhaupt so etwas? But also, naturally, I'm thinking about Ezekiel's river of life. Aber dann habe ich mich an sagen. But I'm also thinking about Ezekiel's river of life. Aha. Und so habe ich dann mich erinnert an Hesekiel und seinen Fluss. See, fresh water will always become polluted by salt water, even if it's just a little bit. Es ist einfach so, süßes Wasser wird immer von Salzwasser verunreinigt, egal wie viel Salz das ist. And so, what we see in Ezekiel's river is completely revolutionary. We have fresh water going to the Dead Sea, the saltiest body of water on the planet. Und was wir da bei der Geschichte von Hesekiel sehen, das ist völlig revolutionär, nämlich der Fluss, der zum Toten Meer geht, das salzigste vom allersalzigsten. But where it enters the Dead Sea, the salty water there becomes fresh. Aber dort, wo der Fluss ins Tote Meer geht, dort wird Salzwasser zu Süßwasser. The literal sense of the Hebrew verb there is to be healed. Und die Bedeutung vom hebräischen Wort dort in diesem Vers ist, das Wasser ist geheilt worden. See, here's the thing with the river of God. Und das ist eben so mit Gottes Fluss. When it goes towards death, death doesn't overcome the river overcomes death. Wenn Gottes Fluss oder eben der Fluss auf etwas Totes trifft, dann tut das Tote nicht den Fluss überwinden, sondern der Fluss überwindet das Tote. God's river comes out of the temple and the salty water becomes clean.
Gottes Wasser kommt aus dem Tempel raus und Salzwasser wird frisch. God's holiness comes out of the temple, making impure things pure and bringing them to life. Gottes Wort kommt aus dem Tempel und macht Unreins reins, tut es zum Leben erwecken. Jesus does this. He comes to earth and he touches impure people. And rather than their impurity making him impure, his purity makes them healed and whole. Jesus hat das gemacht. Er war ein reiner Mensch und er hat unreine Leute berührt. Und anstatt dass er unrein wurde, hat er sie rein gemacht und geheilt. And then Jesus stands up in John 7 and he says this about me and you. Und dann im Johannesevangelium Kapitel 7 steht Jesus auf und er schreit und er sagt das über dich und mich. He says, out of them will flow rivers of living water. Er schreit, aus ihnen raus werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. See, we're not only called to be rooted by the river, we are called to bring the river to every dead, dry, and barren place we go, bringing hope to every hurting, broken, lost person we meet. Wir sind nicht nur berufen, beim Fluss verwurzelt zu sein, sondern den Fluss zu allem Trockenen, Zerbrochenen, Unfruchtbaren zu bringen und das wieder zum Leben zu erwecken. Out of us will flow rivers of living water. Aus uns raus werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. This is the holiness revolution that is started by Jesus and commissioned to us. The presence and holiness of God is no longer contained from contamination in the temple. Das ist die Heiligkeitsrevolution von Gott, dass er die Heiligkeit oder den Fluss nicht einfach im Tempel hineingehalten hat. The presence of God is bursting out from the holy place and towards the unholy, the broken, and bringing resurrection, life to all that it touches. Sondern seine Gegenwart bricht aus dem Tempel raus und geht auf alles, was verbrochen ist, was tot ist, und tut es wieder beleben und heilen. And this is our commission as followers of Jesus. Und das ist das, was uns aufgetragen ist als Nachfolger von Jesus. The presence of God is given to us, that it might flow into the world and make that which is dead come to life. Die Gegenwart von Gott ist uns gegeben, damit wir in die Welt raus können und Gottes Leben bringen können. The direction of the river is crucial. Und was ganz wichtig ist, ausschlaggebend, das ist die Richtung vom Fluss. See, the flow of the river, it's not towards the temple. It's not towards the holy, the safe place, the church. It's flowing down. Die Richtung vom Fluss geht nicht Richtung Tempel, Richtung das Heilige, Richtung das Bequeme, sondern es geht abwärts. It's flowing down to the lowest point. Es geht runter zum tiefsten Punkt. The river is searching for death and bringing with it life. Der Fluss sucht sich das Tote und bringt dort Leben. This was the mission of Jesus on earth. As a holy man, it seemed like his direction should be towards the religious people, towards the temples and the holy places. Das ist der Auftrag von Jesus auf der Erde. Als heiliger Mann hätte man ja können sagen, es zieht dann so Richtung Tempel und die religiösen Leute. But instead, as we watched Jesus, his direction was always outwards and downwards. Aber wenn wir Jesus anschauen, er ist immer abwärts gegangen zu den Menschen, die ihn gebraucht haben. Always to the lowest point, to the most broken lives and the most dead places. And this is still the mission of Jesus on earth. Immer am tiefsten Punkt, dort, wo die zerbrochenen Menschen sind. Und das ist immer noch unser Auftrag heute. The presence of God being let loose into the world. Holiness making holy. Life bringing resurrection. I'm so sorry. Gegenwart von Gott, wo heilig ist und darum heilig macht und das unter die Leute bringt. The river of life journeys towards the Dead Sea, where nothing can live, and it turns it into a garden where everything thrives. Der Fluss vom Leben, der fließt eben Richtung Totes Meer, weil alles tot ist, und er tut es zu einem Garten erblühen lassen. Now, 3 times in this passage we read the phrase, "He led me." Und 3-mal haben wir in diesen Vers gelesen, was heißt, und ich folgte ihm, und ich folgte ihm. Always deeper and always in the direction of the Dead Sea.
immer tiefer und immer Richtung Totes Meer. I guess my question for you this morning would be, where is he leading you right now? Und ich glaube, ich werde euch heute Morgen fragen, wo führt er dich heute Morgen an? I imagine as Ezekiel journeyed into that river, the banks are teeming with life and growth. It could have been really tempting to kind of stop somewhere along the way. Ich kann mir vorstellen, als der Hesekiel so dem Fluss entlang gegangen ist, das Ufer so lebendig mit Insekten und allem, dass es schön gewesen wäre, sich dort einfach niederzulassen. To settle and just enjoy the beauty and the abundance. Er konnte einfach ein bisschen dort hängen und einfach so die Schönheit und den Überfluss geniessen. And it happens to us too. Sometimes we settle and we forget the direction we're supposed to flow in. Und ich glaube, das kann uns auch manchmal auch passieren, dass wir zu bequem werden und eigentlich die Richtung vergessen, wo wir angeschickt werden. We have some friends called Pete and Sarah Portal who live in a township called Manenberg in South Africa. Wir haben Freunde, Pete und Sarah Portal, die leben so im Vorort in Südafrika. And they're ministering there amongst drug addicts and gangs. Und sie haben einen christlichen Dienst, wo sie Drogensüchtigen helfen oder Gangmitglieder. And Pete says this: Und der Pete, der hat Folgendes gesagt. God's way of saving humanity was to move towards danger, violence, injustice, and poverty. If we spend our life moving in the opposite direction to Jesus, towards ease and comfort, can we really say we are following him? Gottes Weg, die Menschheit zu retten, bestand darin, sich auf Gefahr, Gewalt, Ungerechtigkeit und Armut einzulassen. Wenn wir unser Leben damit verbringen, uns in die entgegengesetzte Richtung wie Jesus zu bewegen, hin zu Bequemlichkeit und Komfort, können wir dann wirklich sagen, dass wir ihm folgen? Here's the thing, church. There is a whole lot of Dead Sea out there in your land. Schau, es ist so, es gibt so viel totes Meer um uns herum. There's a whole lot of salty water, of dead places, of lost and broken and hurting people. Es gibt so viel Salzwasser um uns oder Menschen, die zerbrochen sind, die verletzt sind. And we, the people of God, filled with his spirit, we are called to bring the river of life, the water of life, to seek out the lowest places and bring healing, hope and transformation. Und wir als Gottes Menschen, gefüllt mit seinem Geist, wir sind geschickt zu diesen Leuten, zu den Zerbrochenen und dort Heilung bringen, Freude bringen, Frieden, Liebe von Gott. Because death doesn't overcome the river overcomes death. Und es ist ja so, der Tod hat nicht den Fluss können überwinden, sondern der Fluss hat den Tod überwunden. Along the riverbanks grow trees, and it says that the leaves of the trees are for the healing of the nations. Am Ufer vom Fluss da wachsen Bäume und es heisst, dass an diesen Bäumen Blätter wachsen, die für die Heilung für die Nationen sind. Do you know that you are also a tree whose leaves are for the healing of the nations? Weißt du, dass du ein Baum bist, der Blätter hat, der für die Heilung der Nationen gedacht ist? Your life, your presence is like medicine. Dein Leben ist wie Medizin. Wherever you go, wherever you are, you have the power within you, the river of life, which changes everything. Wo auch immer du hingehst, du hast Kraft von dem Lebensfluss in dir hinein, um eine Veränderung zu bringen. As you think about your town or your work or your family, and you see impossible situations, what if the river of life wants to take you right into those very places? Und wenn du dein Umfeld anschaust, und da gibt es vielleicht ganz zerbrochene, fast aussichtslose Situationen, aber was, wenn du dort reingehst mit dem Lebensfluss? Because the current of the river is towards resurrection, and your life carries the medicine our broken world so desperately needs. Der Sog vom Fluss, der geht Richtung Auferstehung und die Welt braucht so sehr Medizin, die ihnen hilft. In 1930s London, a man named George Dempster worked as a clergyman, a priest. So 1930 in London hat ein Geistlicher, ein Pfarrer in London gewohnt, der hat George Dempster geheißen. But one day, as he walked by the River Thames, he began to feel a burden in his soul for the lives of the dock workers who worked on the large freight ships. Und
Eines Tages, als er so den Themse entlang gelaufen ist, hat er plötzlich so wie eine Last auf seiner Seele bekommen für die Hafenarbeiter, die dort bei diesen Frachtschiffen gearbeitet haben. These men had lived tough lives. They were often ex-convicts, or they had sort of unsavory backgrounds. They were the kind of people who would never have stumbled their way into George Dempster's clean, tidy English parish church. Die Hafenarbeiter, die haben ein Herzleben geführt. Viele sind also Ex-Häftlinge gewesen, haben nicht ganz saubere Vergangenheit gehabt. Und diese Menschen, das sind die gewesen, die sicher nicht in die schöne, aufgeräumte Kirche von dem George Dempster gekommen wären. But his heart broke for them. Aber er hat einfach irgendwie eine Last auf seinem Herz gehabt für diese Menschen. And so rather than wait inside his church for them to come to him, he decided, like the river, to move towards these broken lives. Aber statt dass er einfach in seiner kleinen Kirche gewartet hätte, dass die Hafenarbeiter irgendwann zu ihm reinkommen, hat er gefunden, er muss zu ihnen rausgehen. Now, they were very suspicious and aggressive towards religion, so George decided to disguise himself as a dock worker and start working on one of the ships. Und die sind sehr misstrauisch gewesen oder auch aggressiv gegenüber allem Religiösen. Und darum hat der George entschieden, dass er sich verkleidet und unter die Hafenarbeiter mischt. The workers decided to mess with him one day, so as he's walking along a narrow plank between the ship and the shore, Und die Hafenarbeiter haben da mit dem Neuen, der kam, gerne ein Späßchen gemacht. Und einmal hat er so eine Karre über so eine Holzplanke geschoben, die auf dem Schiff so ans Ufer geführt hat. the men jiggled the plank and George tumbled down into the water. Dann haben die Männer so ein bisschen an der Planke gerüttelt. Er ist ins Wasser gefallen, so ein richtig grusiges, schlammiges Wasser. A roar of laughter erupts from the dockers on the ship. Und natürlich haben alle um ihn herum gelacht. Now, George's instinctive reaction was anger. The fall was painful and he's now covered in mud. Ja, also die erste Reaktion von George war eigentlich, dass er hässig geworden wäre, weil es hat einen Weg gemacht, den Sturz, und er ist jetzt da in dem schlammigen Wasser rein. But then he hears a whisper in his ear, "This is your opportunity." Und dann hat er so ein Flüstern im Ohr gehört. Das ist deine Gelegenheit. A nearby docker drops his boxes and comes over to give George a hand out of the mud. Und so ein Hafenarbeiter hat gerade so Kisten getragen, hat die fallen lassen und ist dann zum George und hat ihn rausgezogen. George thanks him for his kindness and offers to buy him a drink. Und der George hat ihm gedankt, dass er so nett war und hat ihn zum etwas zu trinken eingeladen. So they go to the inn where George is staying, and the man settles down with a coffee, and George goes to clean up. Also sie sind zu dem Gasthaus gegangen, wo der George gewohnt hat, und während der Hafenarbeiter einen Kaffee genommen hat, ist er sich schnell umziehen ins Zimmer. When he comes back out in his priest robes, Und er ist dann runtergekommen in seiner Pfarrrobe. the poor man drinking his coffee leaps up like a scalded cat. Und dann ist der arme Mann mit seinem Kaffee ist aufgesprungen, wie von der Tarantel gestochen. And very good. That's a scalded cat. That's a That's tough. in Swiss German, it's a spider who jumps. Yes. That's a terrifying thought of a spider. In Englisch ist es eine Katze und in Schweizerdeutsch ist es eben die Tarantel, die Spinne. Ja. I'm afraid of spiders, deeply afraid. So this man tries to leave, but George says, "No, please sit down, finish your coffee. Maybe I can help you." Also der Mann hat eigentlich gehen, aber der George hat gesagt, hey, nein, komm, bleib da und vielleicht kann ich dir irgendwie helfen. Very decisively, the man answered, "No, you can't help me." Und mit ganz viel Überzeugung hat der Hafenarbeiter gesagt, nein, du kannst mir nicht helfen. Why, says George, and the man responded, "Because I've gone too far." Warum, fragte George, und der Mann hat gesagt, weil ich bin schon zu weit gegangen. The man shares some of his story, and it's a tragic tale of a life just spiraling out of control under the weight of shame. Und der Mann hat dann so seine Geschichte erzählt. Das war eine traurige Geschichte, einfach wie es bei ihm immer bergab gegangen ist im Leben. It turns out he was once a well-respected doctor with a beautiful family, but he fell into money troubles. Und ja, er hat dann erzählt, er war mal ein sehr respektierter Arzt gewesen, mit einer wunderschönen Familie. And so he turned to gambling as a way to get back
on course and things got drastically worse. Und er hat ein Geldproblem gehabt, falsche Entscheidungen getroffen und hat dann mit Glücksspiel probiert, das irgendwie wieder reinzuholen. Ist natürlich nicht gegangen. And he was so ashamed of what he had done that one night he just disappeared. He couldn't bear to look his family in the eyes, knowing how much he had disappointed them. Und er hat sich so sehr geschämt, dass er irgendeines Nachts einfach abgehauen ist von die Hause, weil er hat der Familie nicht mehr in die Augen schauen konnte. He thought they would be better off without me. Er hat gedacht, denen geht es eigentlich besser ohne mich. So he ran away, and alcohol and drugs, they had kind of failed to numb the pain, but they have landed him in and out of jail. Ja, irgendwann haben auch Alkohol und Drogen seinen Schmerz nicht mehr betäuben und er ist ins Gefängnis gekommen, rein und raus aus dem Gefängnis. And when he talks about his daughters, his voice begins to falter. Und als er von seiner Töchter erzählt hat, hat man gemerkt, dass seine Stimme fast versagt. He pulls out 2 crumpled photographs of his family and hands them to the vicar. Er hat so 2 zerkrugelte Fotos aus der Tasche rausgekramt und hat Fotos gezeigt von seiner Familie. But at this point, he says again, "This is why you can't help me, because I've gone too far." Und da hat er eben gesagt, schau, darum kannst du mir nicht helfen, ich bin schon zu weit gegangen. His head is physically stooped under the shame. Und unter dieser ganzen Scham ist sein Kopf wirklich so richtig runter. George takes a moment to silently pray, and then he says very gently, Und der George, der hat dann einfach kurz leise gebetet und hat dann ganz sanft gesagt, "Does it not appeal to you as a very remarkable thing that we should be sitting here like this if you really have gone too far?" findest du nicht speziell, dass wir jetzt da zusammensitzen können, wenn du schon zu weit gegangen wärst? There was no answer. Da ist keine Antwort gekommen. And then George says again, "If you have gone too far, how come I was sent here to find you?" Und dann hat der George wieder gesagt, schau, wenn du schon zu weit gegangen wärst, wie kann es denn sein, dass ich geschickt worden bin, um dich da zu finden? Shame had spiraled this man lower and lower, and shame would have kept him forever trapped in the dead places, but grace lifted him up. Scham hat den Mann immer tiefer und tiefer angebracht, aber Gnade hat ihn von dem tiefsten Loch rausgeholt. Being searched for and found transformed him. Dass nach ihm gesucht worden ist und er gefunden wurde, das hat ihn komplett verändert. George describes the next part of the story with joy as the man comes to Jesus, begins to live clean and free, and before long, George actually manages to reunite him with his family, who take him back with open arms. Ja, der George hat dann voller Freude die Geschichte fertig erzählen, dass der Mann zu Jesus gefunden hat, dass er seine Sucht losgeworden ist, dass er wieder einen Job gefunden hat und vor allem mit seiner Familie wieder zusammengekommen ist. The man goes on to live a beautiful life, starting a Bible school to train young people all across his region and living as a pillar of his community until his last days. Und der Mann ist dann schlussendlich hat er sogar eine Bibelschule gegründet für junge Leute, um sie zu unterweisen und ist wirklich so ein starker Pfeiler in seiner Gemeinschaft bis ganz am Schluss von seinem Leben. All because the river of life swept George Dempster towards the Dead Sea. Alles nur, weil der Lebensfluss, der George Dempster, zum Toten Meer gespült hat. See, the river of life doesn't stay in the temple, it flows out to the dead places. Weil der Lebensfluss, der bleibt nicht beim Tempel, sondern er fließt zum Toten Meer. So where might the river want to take you? Ja, wo will dich den Fluss anspülen? E. Stanley Jones says, "Jesus will meet me today in the person of someone in need. I must not miss him." Der E. Stanley Jones, der hat gesagt, Jesus wird mir heute in der Person eines Bedürftigen begegnen. Ich darf ihn nicht verpassen. The river is on the move, and we are invited to flow with the river towards the Dead Sea. Der Fluss, der strömt, der fließt einfach da vor sich an und wir sind eingeladen, reinzugehen, mitzugehen, Richtung Totes Meer. And finally, the destination. Und dann noch, schlussendlich ist das Ziel wichtig. Here in Ezekiel, we have this explosive prophetic vision of the unfolding story of God in the world. Da im Ezekiel haben wir so die explosive Geschichte, wie Gott sich in dieser Welt erkenntlich zeigt oder wie er sich zeigt. It's the story of God's presence expanding to fill the whole earth. Es ist, wie Gottes Gegenwart in die ganze Welt rausgeht.
Gegenwart. In That good? Bad? Somewhere in the middle. die ganze Welt rausgeht. Okay, really Yes. bad. Really Going bad. out. No, it was great. Okay, I mean, I tried. It's the vision of the unfolding presence of God. But the vision Ezekiel receives, it begins at the entrance to the temple, God's dwelling place. Es ist die Vision, wie Gott rausgeht in die Welt, aber die Vision fängt an beim Tempel, dort, wo Gott gewohnt hat. Where something powerful, something unstoppable, the presence of God is leaving the confinement of the temple walls. Wo etwas Kraftvolles, etwas, das nicht stoppbar ist, aus dem Tempel rausbricht und rausgeht. And bringing life and healing to everything in its path. Und Leben und Heilung bringt zu allem, was in Berührung kommt. Ezekiel's vision of the river continues and it unfolds into the vision of a city, which, if you look into the measurements of this city, it is in the shape of a perfect square. Und was auch ganz speziell ist am Ezekiel seiner Vision, ist, dass wenn man einen speziellen Teil im Tempel anschaut, sieht man, das ist perfekt quadratisch gewesen. So, what's that all about? Also warum? Well, it becomes very significant when we learn that the only part of the original temple that was in the shape of a perfect square Genau. Also so, der Fluss mündet in eine Stadt, die perfekt quadratisch ist, und im Tempel ist eben auch so ein perfekt quadratisches Teil. was the Holy of Holies, Und das ist das Allerheiligste gewesen. the place where God's presence dwelt. Das ist dort, wo Gottes Gegenwart war. And now Ezekiel sees this river of life bursting out of the temple, bringing life to everything it touches, and it forms a thriving city, which is in the shape of a perfect square. Und jetzt sieht der Hesekiel eben den Fluss, der dort aus dem Tempel rausbricht und in einen blühenden Garten geht und dort alles zum Leben bringt. The Holy of Holies has enveloped the city of man. Das Allerheiligste hat die Stadt der Menschen umhüllt. How? Wie? The birth of a baby in a place called Nazareth. Es war die Geburt von einem Baby in Nazareth. The presence moved from the temple to the people in the man Jesus. Die Gegenwart von Gott ist in die Welt gekommen durch Jesus. John says the Word became flesh and tabernacled among us. Es heisst, das Wort ist Fleisch geworden und ist nachher unter uns gewesen. And then Jesus stands up in John 7 and he says, "Whoever believes in me, rivers of living water will flow from them." Und dann eben in Johannes 7 steht Jesus auf und ruft, wer immer in mir ist, Ströme von lebendigem Wasser werden aus ihm herausfließen. See, the presence of God has moved from the Holy of Holies out from the temple to this man Jesus, and it doesn't stop there. Das ist das Gegenwart von Gott, vom Allerheiligsten, ist zu Jesus gegangen und durch Jesus in die Welt raus. Und es hört nicht dort auf. It's to be poured out on everyone who follows him. Es ist für uns, für alle, die Jesus nachfolgen, für uns ist es gedacht, Access to the presence of God. dass wir in Gottes Gegenwart kommen können. In Revelation, we see this river again, and the story ends with God's presence filling the earth. And the name of this new garden city is "The Lord is there." Und in der Offenbarung finden wir den Fluss wieder und am Schluss endet es eben in dieser blühenden Stadt und es heisst, dass Gottes Gegenwart dort ist. That's our destination. Das ist unser Ziel. And that's the hope that we have to hold in our hearts. Und das ist die Hoffnung, die wir in unserem Herzen haben müssen. Because it's hard to follow the river all the way to the Dead Sea Es ist schwierig, dem ganzen Fluss nachzugehen bis zum Toten Meer, unless you know the miracle that's coming. wenn du nicht weißt, was für ein Wunder dich Unless you erwartet. know that that salty water is going to become fresh. Wenn du weißt, dass das Salzwasser dort zu süßes Wasser wird. And so we not only know the direction, we know the destination. Und darum, wir kennen nicht nur die Richtung, wir kennen das Ziel. We know that there is nothing in us so broken, so dead, or in those around us that the river will not bring healing and life. Wir wissen, es gibt nichts so Zerbrochenes in unserem Leben, dass nicht Gottes Fluss könnte Heilung bringen.
The gospel makes as great a change in us as the turning of the Dead Sea into a fountain of gardens. Das Evangelium in uns bewirkt, dass wir vom toten Meer in einen blühenden Garten uns verwandeln können. So is there anywhere in your life that you long to see change? Gibt es einen Punkt in deinem Leben, wo du dich nach Veränderung sehnst? Is there anywhere that you need grace today? Gibt es einen Punkt, wo du Gnade brauchst heute? Water always flows towards the lowest place, Das Wasser fließt immer zum tiefsten Punkt. and so does grace. Und genau das macht auch Gnade. Those parts of our lives, those low places of shame where the enemy loves to whisper to you and keep you down and tell you you'll always be here in the murky water. Es gibt Tiefpunkte in unserem Leben vielleicht, wo der Teufel dir immer probiert einzuflüstern, hey, du wirst immer da unten sein, da unten gibt es für dich keine Hoffnung. Those are the very places God wants to meet you today. Aber das sind genau die Orte, das ist der tiefe Ort, wo Gott dich heute treffen will. And to pour his river of life into your heart and make you brand new. Wo er den Strom vom lebendigen Wasser, von dem lebendigen Fluss, will in dich fließen lassen und dich verändern. The enemy wants to tell you you've gone too far. Der Feind will dir sagen, du bist schon zu weit gegangen. But God says, if you've gone too far, how come I've come to find you? Aber Gott sagt, du bist nicht zu weit gegangen. Ich bin gekommen, um dich zu finden. And so why don't we jump to our feet and we're going to move into a time of response. Stehen wir doch auf I'd invite you und nehmen to, uns Zeit, um das zu reflektieren. I'd invite you to join me in closing your eyes for a moment Und ja, könnt doch mit mir die Augen schliessen and just open your heart to what God might want to say to you right now. und öffnet eure Herzen zu dem, was Gott euch jetzt sagen will. Holy Spirit, we invite your work in our hearts and in our lives. Heiliger Geist, wir sehen, was für ein Werk du in unserem Herz tun willst. We don't want to just stay in the holy place. We want to be sent. We want to go. Wir wollen nicht einfach nur im heiligen Ort bleiben, sondern wir wollen wirklich Gesendete sein, die rausgehen. And so I pray right now for any heart here who feels burdened by shame, Und so möchte ich gerade jetzt beten für alle Herzen, die heute da sind, die von Scham belastet sind, that your river of life and grace would fill them and make them clean. dass dein Fluss, dein Lebensfluss, Herr, sie reinigen und sauber machen. And then send us out. Und dann schick uns raus. Send us to the broken and the hurting and the lost and the lonely. Schick uns zu den zerbrochenen Menschen, zu denen, die allein sind, die verloren sind. I pray that our lives would become medicine for the nation of Switzerland and beyond. Ich bete, dass unsere Leben, dass die Hoffnung sind für die Menschen hier in der Schweiz und um uns herum. Amen.